Ja, hallo. Es gibt sehr viele Sachen hier in Köln, die kennt man meist nur vom Namen her. Ja, okay, am Dom war wahrscheinlich schon jeder, aber wer kennt denn zum Beispiel die Himmelssäule? Wer kennt denn zum Beispiel das Brauhaus in der Salzias? Und darüber hinaus, wer kennt denn die Geschichte dazu? Und das ist das, was wir in unserer Serie Monumente, Kultur und Personen Ihnen näher bringen wollen. Ja, hallo, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unserer neuen Serie Monumente, Kulturen und Personen. Wie Sie sehen, befinde ich mich hier am Groß St. Martin, beziehungsweise ja sozusagen am Eingang von Groß St. Martin, der in einem Hinterhof liegt. Aber der Hinterhof und das, was hier steht, darum geht es heute, nämlich zwei Personen, die hier aus Köln eigentlich ja nicht mehr wegzudenken sind. Diese zwei Figuren sind, sind hier als Bronzefiguren abgestellt, hinterlegt oder ausgestellt. Je nachdem, von welchem Blickwinkel aus man das betrachtet. Und da hinter mir in der Ecke, also praktisch links von meinem Bürschchen, da sehen Sie die. Und da gehen wir jetzt gleich mal hin. Aber erst sage ich Ihnen was über die zwei Personen. Ich gehe jetzt mal langsam mit Ihnen darüber. Der ein oder andere ahnt es schon, es geht sich nämlich um Dünnes und Scher. Die beiden Figuren gehören zu Köln wie, der Rhein und das Kölsch an sich. Ne? Sie sind Karikaturen des kleinbürgerlichen Städters und gerade, wie vom Land gezogenen Bauern treten sie auch auf. Der eine ein bisschen rustikal, der andere ein bisschen gelackmeiert. Ja, und sie sind in Teilen pfiffig, Teilen blöd und Teilen einfach ein bisschen link. Und das hat natürlich auch etwas mit dem Ursprung ihres Namens zu tun. Jetzt gehen wir mal im Detail drauf. Hinter wird den Eingang vom Brauhaus zum Prinzen. Ne? Ich meine eigentlich, das ist der Pfaffer, aber das ist ja. Ich sage jetzt mal einfach das, was hier steht. Brauhaus zum Prinzen. Finden wir die beiden eben erwähnten Dünnes und Scher. Wie man sieht, der eine im schnicken Anzug, der andere in seiner Bauerstracht. Beide verkörpern im Endeffekt aber das, was Hunderttausenden von Kölschen von Geburt an in Blut gelegt worden ist. Kölsche Eigenarten, die mitunter für Kölsche nicht, aber für Nicht-Kölsche schwer verständlich sind, weil so manche Eigenart als Unart verstanden wird. Dünnes und Scher sind somit, zwei legendäre Persönlichkeiten, die das Wesen des Kölners widerspiegeln. Jetzt gehen wir im Einzelnen auf die beiden ein. Und da fangen wir doch mal an mit dem Dünnes. Original trägt der Dünnes eigentlich einen blauen Kittel mit einem roten Halstuch. Das, im Endeffekt so ein bisschen seine Herkunft verrät. Dann trägt er Hohlschuhe an seinen Füßen, was niemanden verwundern soll, denn das war zur damaligen Zeit üblich. Und glaubtet mir, die sind nicht so einfach zu tragen. Ich weiß warum, beziehungsweise ich sag euch jetzt warum. Guckt doch mal auf meine Füße. Ich habe heute auch, ich fühle mich, als hätte ich Holzfüße an. Hier bin ich. Ich fühle mich, als hätte ich Holzfüße an, weil Holzklumpen, also Klatschen, weil die Schuhe, die laufe ich heute erst ein. Aber kommen wir mal wieder zurück zu dem lieben Dünnes. Das Halstuch ist nicht das Einzige, was an Dünnes im Endeffekt rot ist. Denn ist im Ganze auch das, und das sieht man auf den bunten Abbildungen, die man häufig im Karneval sieht, ist eigentlich eine Fuß. Fuß, für Nicht-Kölner, sag ich mal einfach, rothaarig. Ne? So, eine Fuß kommt heute in Köln immer noch sehr häufig vor, weil nämlich Fuß ist bekanntlich eine Mischung aus Schwarz und Blond, sprich also, was wieder auf den Ursprung der Kölner zurückgeht, aus schwarzhaarigen Römern und blonden Germanen. Ja, und selbst die Nase ist beim Dünnes rot, denn er kann schon mal so manches Tröpfchen, gut wegdrücken. Vom Gemüt her ist er eher simpel, und wenn er mal was Schlimmes anstellt, dann fast immer nur aus Unwissenheit. Wie ich bereits sagte, der Name Dünnes kommt von Anton und wird aber auch manchmal als Bezeichnung für jemanden verwendet, den man für dumm hält. Das ist nicht Dünnes. So, nach dem Dünnes gehen wir mal auf die gegenüberliegende Seite, weil da steht noch einer, den man kennen sollte, der die zweite Person im Ganzen ist.
Sprich, also das zweite Ich des Kölners. Das ist der Scherl. Scherl hat im Kölschen mehrere Bedeutungen. Zum einen das, was die Figur auch häufig widerspielt, the Shield. Er ist Scherl. Zum anderen bedeutet Scherl im Kölschen aber auch, dass jemand ein bisschen link ist. Das macht man an manchen Sachen beim Scherl, bei dem ich gerade stehe, dem hier, macht man das fest. Der Scherl ist von der Figur her deutlich schlanker als der Dünn, also der Dünnes, ne? Und trägt meistens einen Frack. Können wir hier sehen. Immer geschniegelt und geschnaggelt und schon jod geputzt. Sein Charakter wird als schlitzohrig, listig und sehr hinterhältig dargestellt. Er gibt sich gerne als feinen Lebensmann im Jutenanzug und mit Hut. Doch die vornehme Kleidung kann nicht verbergen, da er eher halbseiden ist, sprich auf gut Deutsch gesagt, eine Jauner. Sein Name bedeutet eigentlich schielend, habe ich vorhin gesagt. Und wenn er mal genau hinguckt, seine Augen stehen wirklich über Kreuz. Es gibt immer wieder neue Geschichten über die zwei, die erzählt werden. Und das ist auch gut so. Aber eine davon möchte ich euch auch mal erzählen. Dünnes will direkt nach der Arbeit auf der Baustelle irgendwo hingehen. Aber nicht seine Schöpp, also seine Schaufel mitnehmen. Also steckt er die Schaufel gut sichtbar in die Erde und heftet einen Zettel dran. Darauf steht: Lewe Scherl, bring mir die Schöpp mit. Ich Hanse vergesse. Dinge Dünnes. Am nächsten Tag geht Dünnes wieder auf die Baustelle und da steht die Schaufel immer noch auf der Erde. Und auf seinem Zettel, der auch noch dran ist zusätzlich gekritzelt worden: Lewe Dünnes, das kann ich nicht. Ich han die Schöpp nicht gesehen. Dinge Scherl. Na, als Kölsche natürlich nicht unerwähnt lassen sollte. Hier die beiden Figuren. Der Dünnes, der ist für was ganz Besonderes gut. Nämlich, der Dünnes soll, der Sage nach, wenn man ihm an die Nase packt, demjenigen, der tut, Glück bringen. Deswegen ist die auch so blank. Und wahrlich, da hätten wir genug zum Anpacken, also wenn das kein Glück bringt. Bei dem Duo handelt es sich um Figuren, die es in der Realität nicht wirklich gegeben hat. Da sie der Meinung der Kölner aber nach jedoch zahlreiche Eigenarten der Bewohner dieser Stadt aufweisen, werden sie trotzdem zu den Kölschen Originalen gezählt. Die normalerweise, irgendwann, irgendwo hier gelebt haben. Durch den hohen Bekanntheitsgrad, und da kommen wir jetzt mal auf die Herkunft der beiden her, nämlich dem Hennessy-Theater, hat sich dann hier in Köln durchgesetzt, dass sich an vielerlei Orten deren Abbilder finden oder zu Karneval oder zu sonstigen Gelegenheiten immer mal wieder Dünnes und Scherl-Geschichte zum Besten gegeben wird. Ich befinde mich jetzt hier vom Hennessy-Theater. Warum befinde ich mich vom Hennessy-Theater? Weil nämlich der Ursprung vom Dünnes hier seinen Anfang fand. Und zwar im 18. Jahrhundert, als das Hennessy-Theater seinen zweiten Besitzer hatte, hat dieser, wie war das jetzt? Weil er irgendwie ein bisschen Kott war auf einen Menschen mit dem Namen Millewitsch. Ja, der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht denken, er spricht den Namen falsch aus, aber der ist wirklich ein Vorgänger vom Willi Millowitsch, hat hier die Figur des Dünnes erfunden, weil er nämlich sickig war auf den Millewitsch auf der anderen Seite, weil der dort nämlich ein Theater hatte, auch ein Puppentheater, und ihm damit Konkurrenz macht. So kam es zur Entstehung der Figur des Dünnes. Der Scherl kam später dazu. Ihr auch seht, dass ich euch keinen Schmuh erzählt habe mit dem Hennessy-Theater und mit den Farben und das, was die beiden tragen. Da oben seht ihr sie sozusagen im Original. Und wenn Sie das jetzt hier hinter mir sehen, wissen Sie auch, warum es da oben gerade so laut war. Ich bin hier am Jürzenich und im Jürzenich selber steht eine von 1810 geschaffene Figur von Dünnes und Scherl, sozusagen ein Narebrett. Die sind aus Nägel entstanden und einzigartig hier in Köln und werden hier im Jürzenich ausgestellt. Nur, wenn gerade Karnevalssitzung ist das natürlich ein bisschen laut. Und deswegen haben wir sie nun mal eben so abgefilmt, von oben nach unten, war doch dort ranzukommen. Aber die Mitarbeiter doch vom Sicherheitspersonal, die waren echt lieb, die haben mir geholfen. Bin ich echt froh drum. Ja, das
war das, was ich Ihnen heute zu Tünnes und Schell sagen konnte. Aus unserer neuen Serie Monumente, Kultur und Personen. Und ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß und haben was dabei gelernt.